Tele TV voll Guys. Ich und mein Bruder Album kommt. Heute stellen wir uns rasch ein genauer vor. Ich habe die Ehre, am FLP sein Zimmer zu präsentieren. Es wird sicher lustig. Kommen wir rein. Wir sind jetzt hier. Erster Auffall, am FLP sind kranke Proraso-Ecke. Proraso 4Man, The Collection sagt man dem auch. Er hat alles. Er hat ein Sulfilo del Rasoio, oder wie das heisst. Das ist das Teil. Er hat die Butzer, er hat für Schaum, er hat hier, er hat grosse Schaum, die man jetzt nicht sieht. Hinten dran die Reserve. Kommt geil, oder? Das ist mein persönliches Lieblingsshampoo allerdings. Braucht er hure selten bis gar nie. Eiershampoo. Das finde ich ganz geil. Eiershampoo. Merkst du, ich habe es im Video post. Ja. Ganz wichtig, man pennt eigentlich den ganzen Tag, das macht er in dem Montondecken Weltklasse-Bett. Wir schauen drunter. Decksplätter sind keine, ich sage es euch, es sind 100% keine Decksplätter. Dann haben wir auch, ganz spannend, sein stolzes T-Shirt, hängt immer da. Wird oft als Pyjama benutzt, You and Me, oder You, Me. Ich könnt selber, ich weiß nicht, es ist um FLA, es gehört ihm. Wir haben den weltberühmten Ambri-Schal. Den braucht er am Match. Geht ab und zu. Dann hat er ein paar stolze Flyer und das da finde ich der absolute Wahnsinn. Das muss ich jetzt rasch zeigen. Da. Check. Young FLP. Junge Mini-Wenigkeit, Dimitri Kvartalnov, Oleg Petrov, Traditore, Verräter, EV Zug, aber damals eine geile Sache. So viel dazu. Ja, Sport ist für den Fall etwas ganz Grosses. Ihr seht, er spielt Tennis, er spielt Badminton, er spielt Squash, er hat Hanteln montiert. Er hat keinen Kasten montiert, aber er hat Hanteln. Plus hat er hier die verstaubten Stiefel vom Militär, wo er nicht mal eingerückt ist. Vielleicht weiss, das ist ein Soulbrüder, darum hat sich gekickt, der Militär. Jetzt spienzeln wir noch rasch in seinen Schrank. Ja. Augenscheinlich, ich sehe gerade, er hat hure viele Jacken. Die ist spannend, die hat er beim Nach wie vor Video gehabt, das weiss ich, die habe ich auch. Das Teil da hat er auch irgendwo mal in einem Video gelesen. Die ist glaube ich vom neuesten Video, vom «Sie wartet schon». Das ist nicht mehr. Ja, ich weiss es nicht genau. Die hat er auch irgendwann mal in einem Video. Ja, FLA Jackentick, ihr seht. Plus, was finde ich der geilste, den ich entdeckt habe. Sogenannte Schwimmflügel. Ja, vielleicht war immer ein Bodyhouse, ich sage es euch. Checkt ihr ab, wenn ihr den seht, Säckchen mit diesen Ladies. Achtung, schnell ins Wasser und abtauchen. Yeah! So, jetzt habt ihr mein Zimmer gesehen. Jetzt habe ich dir euch das Zimmer von meinem Bruder Andro zu präsentieren. Das wäre da hinten, hinter dieser Tür. Aber bevor wir reingehen, möchte ich euch das erst schnell seine CD-Sammlung zeigen. Die hat er alphabetisch sortiert, man glaubt es nicht, weil sonst ist er eigentlich ein rechter Puffbrüder. Und jetzt nimmt es mich da ganz schnell unter F. F, da, doch tatsächlich, schaut. Man findet die Sachen, also wirklich, Fratelli B, wer weiß, alles Zeug von uns. Da, auch das letzte Album finde ich. Ihre Sache. Alles Mögliche, also wirklich die Sachen sind vorhanden. Ganz geil, Flavorflakes. Muss ich schnell zeigen, wenn wir schon dabei sind. Dann, was ich auch gut gesehen, wenn wir hier rüber schauen, sind die Hockey-Shirts. Die meisten wissen es wahrscheinlich, wir sind grosse Ambri-Fans. Hier haben wir ein Sommerwoi-Shirt. Vom Ero wirklich gedreht selber, darum ist das so abgefuckt, wie ihr seht. Hier haben wir ein Toms-Libri, wo mittlerweile leider bei Genf Servette Senf Gerwett, wie man auch immer sagen, spielt. Darunter noch ein weiteres, namenlos. Also ihr seht, es ist ja, einige Shirts sind hier in der Sammlung vorhanden. Jetzt gehen wir rein, kommt. So, jetzt sind wir drin, MTV Cribs mässig. Ihr seht hier gerade ein paar Trainerjacken am Hängen. Was ich persönlich sehr geil finde. Das sind hier die hohen Finken, die liegen. Gumball und der Werbeslogan Weltklasse Walk on the Trend. Also wenn ihr auf dem Trend laufen, dann Gumball-Finken reinziehen. Hier haben wir ein paar Caps. Was da dabei auffällig ist, ist die Grösse. Das ist tatsächlich Grösse 8.
Und das entspricht 63,5 cm. Vielleicht um das schnell zu demonstrieren. Ich trage ja selber 7,5, also eher gross. Und ich sehe, da mag also noch jene sein. Ich fühle nicht annähernd aus. Hier habe ich einen Kleiderschrank, aber ja, der ist mehr zur Show als etwas anderes, weil Kleider, die liegen da alles kreuz und quer über dem eigentlichen Sofa. Ich muss ganz ehrlich sein, es gruselt mich ein bisschen, das Zeug anzulangen, aber man weiss da nie so genau, was von wann ist. Irgendwelche Jacken auch, Pullover, da sehe ich noch ein paar geile Unterhosen. Die sind zwar, glaube ich, eigentlich mir oder am kleinsten, aber die stibitzt natürlich ab und zu. Dann hier auch sehr auffällig natürlich die grosse Fernseher, oder? Hat nicht jeder so ein riesen Teil, vor allem unten auch für den Sound wirklich. Das Teil tönt wirklich recht geil. DVD-Player. DVDs wie Cool Savage, der beste Tag meines Lebens. Da war ich schon immer Fan. Jetzt habe ich da gerade noch etwas ganz Geiles entdeckt, da müssen wir schnell anschauen. Das ist, glaube ich, der allererste Zeitungsbericht, den es über uns gibt. Ganz links noch DJ Juicy, dann der Kandro, der Gianni, ich selber und ganz rechts noch der Pirmin. Damals noch DJ von Gianni. Die guten alten Zeiten. Da an der Wand seht ihr das Poster von der «Wer weiss» EP damals, 2005. Nicht wirklich wahnsinnig spektakulär, aber was wirklich geil ist, ist was drunter hängt. Und zwar ist das eine Originalabbildung von der Faust, von Lennox Lewis. Also Originalabbildung will heissen Originalgrösse. Jetzt könnt ihr das vielleicht mal mit meinem Kopf vergleichen. Oder vielleicht so mit meiner Faust. Und dann wisst ihr, was es heisst, wenn der Lennox von euch zu Zeckel kommt, Jungs.